Jedes Mal, wenn wir das Lied singen, «Stille Nacht», kommt mir ein Witz in den Sinn. Soll ich euch das schnell erzählen? Also ich erzähle ihn schnell. In der Sonntagsschule sagt die Sonntagsschullehrerin zu allen Kindern, wisst ihr was, heute machen wir etwas Spezielles. Wir tun nämlich das Bild malen von der Weihnachtskrippe. Tun doch das alle malen. Und alle Kinder tun da fleissig Weihnachtskrippenbilder malen. Und dann geht sie beim Hansli geht sie beim Pult vorbei und schaut auf sein Bild und sieht, aha, wunderschön, oder da Josef, Maria, die Krippe und Kuh und Schäfli und alles, was dort ist. Und dann ist plötzlich da noch ein weiterer Bub neben der Krippe. Mit einem riesen Grinsen auf dem Gesicht. Dann fragt die Sonntagsschullehrerin, ja Hans, was hast du da genau gemalt auf diesem Bild? Bist das du, der daneben steht? Nein, das ist der Ovi. Wer ist denn genau der Ovi? Ja weisst, in dem Lied, das wir singen, ist «Stille Nacht», heisst ja immer «Ovi lacht», oder? Das ist der Ovi neben der Krippe, der lacht. Genau. Das habe ich mal gehört. Ja, genau. Jedes Mal, wenn wir das Lied singen, sehe ich jetzt einfach den Ovi, der neben der Krippe steht und lacht. Weil der Ovi lacht. Genau. Jetzt könnt ihr das auch jedes Mal denken, wenn ihr das Lied hört, «Stille Nacht». Aber jetzt seht ihr jedes Mal den Ovi neben der Krippe, der lacht. Sehr gut. So, wie machen wir jetzt den Bogen über zu der Predigt? Das habe ich mir nicht so gut überlegt, weil eigentlich wollte ich anfangen mit dem physikalischen Grundgesetz vom Chaos. Habt ihr gewusst, dass es das gibt? Es gibt ein physikalisches Grundgesetz, das besagt, dass alles im Universum Richtung Chaos tendiert. Das ist aufgrund von der molekularen Bewegung etc. kann man das ableiten und das bedeutet, also wenn du nichts machst, tendiert alles in unserer Welt Richtung Chaos. Das ist noch ein bisschen fies, gell? Aber es ist wirklich so. Das ist ein physikalisches Grundgesetz. Und alle Eltern, die Kinder haben, können bestätigen, dass das wirklich ein physikalisches Grundgesetz ist, das vorherrscht, oder? Yep, genau. Wir haben das sehr klar gelernt und realisiert, dass das wirklich eine Kraft ist, wie in unserem Universum vorherrscht, mit der Geburt von unserem ersten Sohn, dem Seraya. Wir haben ihm, als er dann so 1,5 ist, haben wir ihm einen liebevollen Spitznamen gegeben. Wir haben ihn nämlich ODS genannt. Und ODS steht für Object Distribution System. Genau, ein Objektverteilsystem. Weil das ist nämlich das gewesen, was der Seraya war, mit der 1,5. Er hat einfach ebenmäßig alles, was in der Wohnung war, einfach schön verteilt. Ganz nach dem physikalischen Grundgesetz vom Chaos. Also, es ist nicht besser geworden in der Zwischenzeit. Wir haben jetzt nämlich 3 Kinder und also wer gerne möchte Physik live erleben, kann mal zu uns heimkommen. Dort kannst du das physikalische Grundprinzip vom Chaos live erleben bei uns daheim. Und das ist eine Kraft, gegen die bist du mal kämpfen dein Leben lang. Also, du hast das Gefühl, okay, wenn du dich mal ein bisschen gegenstemmst gegen die Kraft und die Stuben aufräumst, oder, dann ist die Kraft am Wirken unter im Kinderzimmer, oder? Und dann gehst du ins Kinderzimmer und probierst dort entgegen zu arbeiten und du merkst, du bist einfach einen Schritt spät, weil jetzt ist die Kraft schon wieder in die Stube gegangen und ist dort am Wüten und so ist einfach die physikalische Grundprinzip vom Chaos am Wirken. Kennt ihr das auch? Sind wir die Einzigen, die Chaos daheim haben? Wenigstens ein... Ja, genau. Ja, ich bin schon bei dir daheim gewesen. Genau. Genau. Und so lustig wie das ist für daheim und wie dass das amüsant ist, wenn man Kinder hat, so real ist die Chaoskraft aber auch in unserer Welt und in unserem Universum am Wirken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Gerade im Moment habe ich das Gefühl, spürt man viel mehr von dieser Kraft in unserer Welt am Wirken, wo einfach richtig Chaos tendiert. Ich weiss nicht, ob du das auch so erlebst. Ich meine, wir sind jetzt in einer Zeit von der Pandemie drin. Stichwort Chaos trifft es doch irgendwie so genau. Und wir merken immer wieder mal, okay, in dieser Welt scheint das Realität zu sein, scheint das wirklich so zu sein, dass einfach alles immer wieder Richtung Chaos tendiert. Und wenn das lustig ist daheim, ist das in unserer Welt manchmal doch auch angsteinflößend und löst ganz viel Unsicherheiten aus.
Und das ist sogar eine Realität bei uns in der Schweiz. Ich hatte letztens so einen Moment gehabt, wo ich realisiert habe, oder wo ich persönlich ein gewisses Maß an Angst empfunden habe, ab der Feststellung, dass die Kraft tatsächlich mit viel Energie am Wirken ist in der Schweiz. Und das war am Abstimmungssonntag. Nach der Abstimmung sind aus gewissen Kreisen sind Behauptungen gekommen, die gesagt haben, die Abstimmung ist nicht rechtens gewesen. Also die anerkennen wir nicht. Und da hat es ganz viel Wahlmanipulation gehabt. Und dort ist mir, muss ich schon sagen, ein gewisses Maß Angst eingefahren. Einfach in dieser Realisation, hey, stell dir mal vor, wir würden da in der Schweiz tatsächlich so Grundprinzipien wie gegenseitiges Vertrauen verlieren. Und es hat wirklich etwas gemacht mit mir, emotional, die Vorstellung, hey, was ist, wenn wir, die doch da in der Schweiz leben, wo ein höchstes Maß an Sicherheit und Vertrauen doch vorherrscht, ist einfach für mich plötzlich bewusst geworden, dass das eigentlich viel von dem ist menschengemacht. Viel von dem ist einfach ein System, das wir aufgebaut haben. Und ich habe gemerkt, einfach dort ganz ein bisschen erschüttert bekommen und gemerkt, okay, was ist, wenn sogar in unserer Gesellschaft, man hat immer das Gefühl, ja gut, das ist in Amerika der Fall und so, ja, das sind halt Idioten oder weiss doch auch nicht, die machen halt, was sie wollen. Aber dort ist ein Moment lang ein gewisses Maß an Angst in mich hineingekommen, ab der Vorstellung, ab der Realisation, dass einfach in unserem Universum, in unserem Planet eine Kraft vom Chaos am Wirken ist. Und ich habe festgestellt, wie mich das persönlich unsicher macht und wie da gewisse Ängste plötzlich durchkommen. Und mich dunkt es, gerade jetzt im Moment, in dieser Zeit der Pandemie, vom Chaos, merken wir einfach einmal mehr, wie unsicher eigentlich unsere Welt ist. Und wie schnell, dass gewisse Sachen, die selbstverständlich sind, plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind. Medizinische Grundversorgung. Plötzlich, eigentlich noch nie einen Gedanken darüber verloren, dass das nicht selbstverständlich wäre. Kommt ein bisschen Chaos drin rein und du merkst, wie da Sachen erschüttert und aufgefühlt werden. Und ich habe mir aus dem Anlass gerade letztens wieder die Frage gestellt, okay, was bringt dann eigentlich Sicherheit? Wo drinnen ist unser Halt, wenn wir dieser Chaoskraft ausgesetzt sind? Und da möchte ich mit euch einen Psalm anschauen, den Psalm 46. Und bevor wir das machen, möchte ich aber jetzt mit uns zusammen beten. Dass einfach Gott am Wirken ist, dass er heute am Morgen zu uns reden darf und dass ganz besonders sein Wort lebendig sein und dass wir alle dürfen wissen, wenn wir rauslaufen, worin unsere Sicherheit eigentlich liegt. Für das möchte ich jetzt beten mit uns zusammen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du präsent bist. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du kommst, dass du einfach den Raum ausfüllst, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns aufmachst, bereit machst für das, was du uns möchtest sagen. Und dass wir, wenn wir rauslaufen, dürfen festhalten und wissen, dass unsere Sicherheit nicht in irgendwelchem System ist, sondern dass es in dir allein ist. Und alle, die einverstanden sind mit mir, dürfen zusammen sagen mit mir, Amen. Amen. Genau. Ja, physikalisches Grundprinzip vom Chaos. Und das ist eine Frage, die der Psalmist, der Psalm 46 geschrieben hat, auch hatte. Worin liegt meine Sicherheit? Und ich möchte mit euch zusammen jetzt einfach zuerst den ganzen Psalm durchlesen. Und nachher möchten wir auf einzelne Punkte in dem Psalm nochmal eingehen und raushören und die Antwort finden auf die Frage, worin ist Sicherheit? Psalm 46. Ihr könnt es auch gerne mitlesen auf dem Bildschirm, ich es vorlesen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umkehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Selah. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken.
Wenn ihr seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Selah. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht, bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Selah. Selah. Was für ein schöner Psalm. Was für gute, geniale Worte und was für eine tiefe Erkenntnis hat doch der Schreiber von dem Psalm gehabt, als er das festgehalten hat. Und das Erste, was auffällt, wenn man den Psalm anschaut, ist, wie viel Chaosmächte da am Wirken sind. Wie er beschreibt, wie die Erde zittert, wie Völker Krieg führen und wie Wasser unbändigt aus der Erde rausdringt und wie einfach die Kraft vom Chaos, wie er das erlebt. Und man kann sich richtig vorstellen, wie er in unsicheren Zeiten lebt, in Jerusalem, in Israel daheim ist und merkt, hey, wenn du in die Welt hineinschaust, dann herrscht so viel Chaos. Und man könnte einfach Angst haben, man könnte zittern, aber all dem Zerstörerischen und der zerstörerischen Kraft, die da vorherrscht. Und er haltet etwas fest. Er haltet fest, dass Gott über all dem Chaos herrscht. Und was da am ersten Zuhörer sofort in den Sinn wird kommen, was er hört nach dieser Beschreibung, ganz besonders im Vers 2, wo beschrieben wird, die Erde, die zittert und das Wasser, das ungestüm ist. Was am Hörer wird in den Sinn kommen sein, ist 1. Mose 1, Vers 2. Dort lesen wir im 1. Mose 1, Vers 2. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Das Wort, das da gebraucht wird für ungestaltet und Finsternis, wo geherrscht hat und das Wasser, da gibt es ein Wort, das gebraucht wird, das kennt ihr vielleicht, das ist Tohu Wabohu. Das Wort Tohu Wabohu beschreibt Chaos. Und das Wort haben wir übernommen. Also es gibt sogar noch in unserem heutigen Sprachgebrauch. Wenn man von Tohu Wabohu redet, dann weiss jeder, aha, das bedeutet ungestüm, Chaos, Unbändiges. Und das ist die Art und Weise, wie die Bibel die Erde beschrieben wird am Anfang, bevor das Gott geschaffen hat. Ist Chaos gsi, ist Wasser gsi, wo unbändigt ist viel Chaoskraft am Wirken gsi. Und das ist der Zustand gsi von der Erde. Und dann ist Gott reingekommen und hat geredet und hat gesagt und hat das Chaos geformt und aus dem Chaos etwas Wunderschönes gemacht. Er hat aus dem Tohu Wabohu eine Schöpfung kreiert, hat die Erde gestaltet nach seinen Prinzipien, nach seinen Ordnungen und hat dort bewiesen, festgehalten, zeigt der ganzen Welt, ich bin der, der über dem Chaos steht. Ich bin der, der das Chaos nimmt und aus dem Chaos etwas Wunderschönes machen kann. Eine Erde gestaltet und geformt nach seinen Werten und seinen Prinzipien. Das ist das Erste, wo wahrscheinlich der Leser von dem Psalm wird festgestellt hat. Die Wasser, das Chaos, das da beschrieben wird, erinnert ganz fest an Gott, der am Anfang über dem Chaos gestanden ist. Und so sehen wir nachher auch den Kontrast. In diesem Psalm drinnen gibt es einen ganz schönen Kontrast, kannst du auch schon die nächste Folie bringen, wo der Kontrast festgehalten wird im Vers 4, von diesen tosenden Wasser, die beschrieben werden, wo das Chaos ist. Und gleichzeitig wird beschrieben im Vers 5, wie Gott das Wasser bändigt und wie er aus dem Chaos einen Fluss macht, wo durch die Stadt durchfließt und wo er quickt, wo er freut, wo schön ist, wo er das Chaos bändigt und etwas Gutes daraus macht. Oder die erschütterte Erde, wo die Erde als in sich als erschüttert beschrieben wird, wo die ganze Erde zittert und wo nichts mehr sicher ist.
Kontrast dazu, dort, wo Gott seine Stadt errichtet, dort wird es nicht wanken. Im Vers 6. Dort ist es auf festem Grund, dort ist es sicher und dort ist es solid. Der dritte Kontrast von diesen kriegenden Völkern, die sich gegenseitig bekämpfen und wo im Aufruhr sind, wo Chaos herrscht, wo Tod und Verderben folgt, als Gegensatz, als Kontrast, wo Gott sagt, ich bin Jahwe Zebaoth. Ich bin der Herr der Herrscharen. Ich bin der, der die himmlischen Herrscharen kommandiert. Und im Kontrast zu diesen kriegenden Völkern stehe ich, Gott, der über dem ist und der über all dem Krieg regiert. Und wo Chaos in Frieden endet. Wo er schon beschlossen hat und definiert hat, dass der Bogen zerbrochen wird werden. So steht Gott über dem Chaos, wo herrscht in dieser Welt. Und so kommen wir zum stärksten Wort in dem ganzen Psalm drin. Für mich das stärkste Wort in dem ganzen Psalm drin ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was ich euch mitgeben heute Morgen. Also, wenn ihr einen Titel wettet für die Predigt, dann ist der Titel «Darum». Weil das ist das stärkste Wort. Im Vers 2 haltet der Psalmist fest. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Welle brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Darum, weil Gott ist, wer er ist. Weil er der Gott ist, der schon im Anfang der Geschichte über dem Chaos gestanden ist. Weil er der ist, der im Kontrast zum Chaos steht. Weil er der ist, der über allem anderen steht. Darum dürfen wir wissen, darum dürfen wir wissen, dass auch heute, wo immer wir Chaos erleben, wo immer wir mit Chaos konfrontiert sind. Wenn du Angst hast vor Chaos, wenn es dich unsicher macht, dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Halt doch das Gleiche fest wie der Psalmist. Auch du darfst heute Morgen sagen, darum, weil Gott schon von Anbeginn der Zeit über dem Chaos steht, darum bin auch ich heute Morgen auf sicherem Grund. Auch wenn alles andere wankt, auch wenn wir am Chaos manchmal ausgeliefert sind, dürfen wir wissen, wir haben einen Gott. Der ist der Gott der Herrscharen. Er ist der die himmlischen Herrscharen kommandiert. Und er ist es, der regiert. In ihm ist meine Sicherheit. Er ist es, der den Kontrast bringt zu all dem Chaos, wo wir drin sind. Und das Resultat ist, wir dürfen machen, was Gott redet in diesem Psalm. Gott redet in diesem Psalm und Gott sagt Folgendes zu dir und mir. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Seid still. Wir dürfen heute Morgen in dieser Zeit vom Chaos dürfen wir immer wieder festhalten und sagen, bist still. Ich bin still, weil ich weiß, mein Gott steht über all dem Chaos. Er hat gebändigt, er hat gerettet und er ist es, der Sicherheit bringt. Dort, wo keine Sicherheit ist, kommt Gott und ist meine Sicherheit. Das Wort sagt still, kann man auch übersetzen als lass los. Lass los. Was immer du noch festgehabt hast an Angst oder an Bedürfnis, an Sicherheit, lass das los. Du darfst das loslassen. Weil Gott allein ist deine Sicherheit und Gott allein ist meine Sicherheit. Er regiert in alle Zeit. Und ist es nicht schön, wie er schon in diesem Text festhält? Das ist Gott, der das sagt. Ich werde erhaben sein unter allen Völkern. Das ist keine Diskussion. Da gibt es keine Option für andere Sachen, sondern Gott in seiner Allmacht, er, der die Herrscharen kommandiert hat, festgehalten. Ich werde erhaben sein. Du darfst still sein. Du musst dich nicht stressen, du musst dich nicht beängstigen von dieser Unsicherheit. Wenn immer du die Kraft vom Chaos erlebst in deinem eigenen Leben, in deiner Zeit, vielleicht auch ganz, ganz real im Moment, du darfst still sein, du darfst loslassen, weil er hat schon gesagt und er hat schon beschlossen,
dass er wird erhaben sein in allen Völkern. Er wird erhaben sein auf dieser ganzen Erde. Das ist unsere Sicherheit. Das ist der Grund, wieso dass wir nicht Panik machen müssen in Zeiten der Unsicherheit. Weil unsere Sicherheit liegt nicht im irdischen System, es liegt nicht nur in unserer Regierung, sondern unsere Sicherheit ist im Gott Jahwe Zebaoth, der sagt, bist still, lass los. Du musst nicht Panik machen. Ich habe es im Griff. Ich bin deine Sicherheit. Für das möchte ich jetzt mit uns zusammen beten, dass dort, wo Angst und Unsicherheit ist, dass wir die heute Morgen einfach loslassen dürfen. Und dann möchten wir einsteigen in eine Zeit, wo wir den König, den Herr, der die Heerscharen regiert, dürfen miteinander anbeten. Ja, Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir mit aller Unsicherheit. Dort, wo wir vielleicht auch erleben, in unserem Alltag, in unserer jetzigen, heutigen Zeit, wie Chaos irgendwie einfach die Kraft ist, die im Universum am Wirken ist, wo auf unserer Erde immer wieder Chaos generiert, Jesus. Und dort, wo das Angst und Unsicherheit auslöst, dort möchten wir jetzt zu dir kommen und möchten sie bei dir ablegen. Wir möchten still werden vor dir, Jesus. Wir möchten still sein und alles dir hergeben. Jesus, ich bitte dich jetzt einfach an, dass du dort ganz besonders jetzt heute Morgen Herzen berührst, wo Angst und Unsicherheit ist, Jesus. Dass das nicht weiter regieren darf, sondern dass du dort Freiheit drin hineingibst. Und wir wollen jetzt einfach miteinander den Gott vom Universum erheben und ihm zusingen und uns daran erinnern, still werden vor ihm, wer er ist. Und alles, was uns noch zurückhaltet, wenn wir jetzt einfach an dem heutigen Morgen bei ihm ablegen und loslassen. Und ganz auf ihn schauen und ihn anbeten. Ihr dürft gerne auch aufstehen jetzt mit uns und miteinander einfach den Gott vom Universum anbeten. Ja, Jesus, deine Liebe bleibt. Für immer und ewig bist du mit uns und wir werden für immer und ewig bei dir sein, Jesus. Wir loben und preisen dich für all das, was du bist. Amen. Amen. Hey, ich darf euch gerne mal absitzen. Ich habe für euch noch ein paar Informationen, einen Ausblick, was alles auf uns zukommt, was da in den nächsten Wochen und Monaten bei uns im Kreuzpunkt so alles läuft. Als erstes darf ich euch einladen für heute am Abend, um 7:30 haben wir einen gemeinsamen Gebetsabend, wo du gerne dazukommen, wo wir miteinander einstehen für die Gemeinde, wo wir für Kirche beten, da vor Ort. Wenn du ein Anliegen hast oder wenn du auch gerne möchtest Gebet in Anspruch nehmen für ein spezifisches Anliegen, es sind immer jemand von der Gemeindeleitung da, wir tun mega gerne auch für dich heute Abend spezifisch beten. Wenn du gerne möchtest für dich Gebet in Anspruch nehmen, dann darfst du heute Abend gerne zum Gebet kommen. Am 7. Dezember gibt es für unsere Senioren, das ist plus minus 60, dürfen gerne alle dazukommen. Wir haben einen Adventsabend. Der Godi hat organisiert, vorbereitet, geplant. Wir möchten gerne einen Adventsnachmittag miteinander verbringen. Also wenn du 60 plus minus bist, dann darfst du sehr gerne kommen, darfst dich beim Godi anmelden. Ich habe gehört, er hat gute Sachen organisiert mit Pianistin, wo wird einen schönen Nachmittag für alle plus minus 60 organisieren und durchführen. Also, könnt euch doch noch schnell anmelden, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt. Genau. Am 25. Dezember ist Weihnachten und wir feiern bei uns im Kreuzpunkt nicht Zeller Weihnacht, sondern Zeltner Weihnacht. Der Dan Zeltner hat ein mega cooles Weihnachtsprogramm für und mit Kind vorbereitet, wo wir werden miteinander ganz viele Lieder singen und ganz viel weihnachtliche Stimmung da dürfen erleben. Also hey, unbedingt da dabei sein. Und wenn ihr noch Kinder habt, die gerne mitsingen im Chor, nur im Chor mitsingen ist also keine grosse Sache, dann könnt ihr die noch ganz schnell anmelden, dann schicken wir euch die Lieder heim, könnt ihr die noch lernen und dann können wir alle kräftig mitsingen und miteinander eine schöne Weihnachten da feiern im Kreuzpunkt.
Dann, ich habe noch ein kleines Geschenk. Wir haben ja für euch überlegt, gell? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht so der Geschenkli-Hirsch. Also das heisst, ich bin nicht so mega gut im Geschenkli finden für allerlei Leute. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Manchmal bist du ja froh, du hast einfach noch so ein kleines Geschenkli für Nachbarn, Bekannte oder Arbeitskollegen. Wir haben etwas mega Cooles für dich. Wir haben nämlich da so einen Kalender, der sieht schön aus, hat eine gute Botschaft drin. Ihr dürft so viel mitnehmen von denen, wie ihr wollt. Gratis, einfach mitnehmen. Wir haben relativ viele Stück, ihr könnt ganz viel mitnehmen und einfach als kleines Giveaway, als kleines Geschenkli verteilen. Und das Coole ist, da hinten drauf hat es nämlich auch noch eine Einladung, wo man ganz einfach kann den QR-Code scannen. Dann hat man entweder eine Predigt oder ist dann gerade eingeladen, um bei uns mal im Gottesdienst vorbeikommen und hineinschauen. Also hey, nutzt die Gelegenheit. Das ist eine simple Art und Weise, wie man jemandem eine kleine Freude machen kann und gleichzeitig gute Botschaft plus noch in Kreuzpunkt mal für eine Predigt einladen. Also nutzt das. Nehmt ganz viel mit. Wir haben die ausliegend überall. Wenn sie weg sind, dann hole ich schnell noch mehr. Dann im neuen Jahr haben wir die Holzbauwoche. Das ist etwas, wo immer mit ganz viel Erwartung und Freude darauf eingeplant wird. Dort haben wir ganz viel Kapla, nämlich einen ganzen Anhänger voll Kapla. Und dann tun wir ein Wochenende lang, vom Freitag, Nachmittag, Abend an, Samstag, den ganzen Tag, mit Kind zusammen mega krasse Sachen bauen bei uns im Kreuzpunkt. Also hey, unbedingt Anmeldeflyer sind hinten beim grünen Pult. Nehmt die mit, sie verteilen, laden die ein. Das ist etwas, wo alle Jahre wieder mega cool ist. Dann Apero haben wir spontan noch ein Info-Apero für alle, die neu sind in der Kirche, organisiert. Ich bin nämlich, nachdem dass wir es durchgeführt haben, gerade wieder gefragt worden von Leuten, die neu im Kreuzpunkt sind, hey, wir haben es verpasst, das nächste ist im April, können wir vorher etwas machen? Ich fand, klar, machen wir am 22. Dezember haben wir jetzt noch einen spontanen Info-Apero für alle, die gerne möchten den Kreuzpunkt kennenlernen, die gerne ein bisschen mehr möchten wissen, um was es geht, sind herzlich eingeladen, am 22. am Abend im Kreuzpunkt vorbeikommen. Dann das Gemeinswochenende kommt auch schon. Es steht an, wir haben ein mega cooles Gebäude für uns, mit uns reserviert in Blaubeuren. Das ist im Blautopf. Wir sind schon schauen, es ist schön dort. Also es lohnt sich zum Mitkommen. Wir haben ein mega cooles Haus mit ganz viel Platz und ganz vielen Möglichkeiten zum Ausflug machen und zum Miteinander einfach eine geniale Zeit verbringen. Also Anmeldungen mitnehmen, gerade anmelden. Dann für all die besser organisiert sind als ich, die wissen, dass heute eigentlich Abendmahl gewesen wäre. Weil es ist ja der erste im Monat. Dann machen wir normalerweise Abendmahl. Wir haben das jetzt bewusst verschoben. Also wenn du das Abendmahl vermisst hast, einfach nächste Woche wiederkommen. Wir werden nächste Woche miteinander Abendmahl feiern. Und jetzt darf ich euch zum Schluss vom Gottesdienst noch den Segen zusprechen. Wer möchte, darf gerne aufstehen dazu. Und nachher möchten wir noch ein Abschlusslied miteinander singen. Ich darf euch zusprechen aus dem Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Das möchte ich dir zusprechen. Möchtest du die Woche still sein, loslassen? Dort, wo Chaos in deinem Leben Einzug gehalten hat. Und möchtest du es Gott hergeben und erkennen, dass er Gott ist. Möge in deinem Leben die Erkenntnis, von wer Gott ist, immer grösser werden und immer tiefer werden. Möchtest du verstehen, dass er über dem Chaos herrscht. So segne ich dich im Namen von unserem guten Vater im Himmel. So segne ich dich im Namen vom Sohn, der auf die Erde gekommen ist, der gestorben und verstanden ist. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes in dir. Amen.